Ja, hallo, wie hebt een met een rankie? Wie hebt daar weer een podcast terecht? Deze keer, weer is ouderwets een gast. En voor de Nederlanders heeft hij misschien wat intro nodig, voor de Duitsers niet. Maar hij is een oud winnaar van de Baart Beversen-prijs. Dat is een prestigieuze prijs in Noord-Duitsland voor het werk wat iemand gedaan heeft voor het Neersassisch, of voor het Platduits. Hij is columnlezer bij de NDR. Hij doet zelf mangs optreden met zijn gitaar. En mangs ook met nog een vrouw erbij onder de naam Die Landschaft. En nou ja, hij heeft onlangs zijn eigen podcast gestart onder de naam Sprook. Wie hebt het vandaag met Jan Graaf. Ik zit nu kan je bij Marten te denken. En hij luistert naar de Weltspraken podcast, waarin hij ans, of misschien wel heel veel, te weten komt over ans wat met onze Neersasse spraken te maken heeft. Ik wens u veel willen met lusten en ik hoop dat je er wat van opsteekt. Laat gaan. Ja, mooi Jan. Oh, der van mij lubba. Ja, bij mij loopt dat nu ook. Ja. Wo kein Leid uns klönschnack, du oder ich? Ach komm, fang einfach an zu fragen. Du hast ja die Idee hat. Ja. Ja, juist. Wie snakt gewoon samen en dan kijken we hoe wie dat weer komt. Ja. Zal ik u eerst hem introduceren? Ja, mocht dat. Ja. Ik kan jullie hier dus met Jan Graaf. En Jan Graaf, dat is bij ons niet al te bekend nog. Daar veranderen we nu alles aan. Maar Jan Graaf is in Noord-Duitsland een grote naam. Hij heeft de Baart Beversen-prijs gewonnen. En dat zegt ons in Nederland niks. Maar dat is een grote prijs in Noord-Duitsland voor literatuur. Zeg ik dat goed? Ja, vooral für Musik, plattdeutsche Musik. Oder niedersächsische Plattdeutsche Musik. Oké. Aha, oké. Maar je maakt niet enkel muziek, niet bloots muziek. Je maakt ook teksten. Je bent journalist. En je hebt volgens mij ook alle weken een column bij de NDR. Ja, nicht elke Weg, aber einmal im Mond, kann man sagen. Oké. 1 keer in de maand. Ja. Nou, dus dat weet dat je hier te maken hebt met een belangrijk man in de platte wereld. En ik vind het hartstikke mooi dat je de tijd neemt om met mij te kijken. En om op deze wijze nog maar weer eens het internationale karakter van onze spraken te onderstrepen. Jo, und ich hef mich total freit, als du anraupen hast oder ein Mail schickt hast. Ja. Weil ich das natürlich auf der deutschen Kant auch tüchtig interessant finde. Mhm. Ja, want hoe bekend is het in Noord-Duitsland dat ook in Nederland plattgekeiert wordt? Das ist nicht so bekannt, gläufig. Also das gibt natürlich die sich deeper mit der plattdeutsche Spruch befoten daut und die weet das natürlich. Ich selbst hef das erst in mein Studium klau kriegen, dass auch ob der Niederlandse Kant Menschen sind, die sich selbst als Niedersachsen betägt. Das wäre, als ich Niederland studiert habe und ob ein Stipendium bei Utrecht wäre. Und da wäre ein Dozent, der sie, dass hey auch Plattdeutsch, also Niedersächsisch, schnacken kann. Und das wäre das erste Mal für mich. Also, das ist nicht so bekannt. Aber sie sind ja auch Masse Lü, 1,8 Millionen Lü gläufig. Und das ist natürlich eine graute Menge an Menschen, die sich auch da uns alle sächsische, auf was sagen jullie, sächsische Taal betrekken. Mhm. Ja. Dan nog al meteen even voor de duidelijkheid in op de wijze van uitdrukken van Oele. Want in Noord-Duitsland zijn bevaarten dood. Dat zei hij net iets terug. Een paar minuten terug is hij trouwens dat hij met muziek bevaarten dood. Ja.
Zeg ik dat goed? Dat is voor ons, dat je daarmee bezig hoort. Ja, precies. Dus, Also sich befoten oder wie schnackt ja viel Hauchdeutsch. Uns wart ja gern verschmeten ut Nederland, dat uns Plattdeutsch so Hauchdeutsch schnackt. Und das stimmt ja auch. Also wie sech denn auch beschäftigen, ne? Also ich beschäftige mich mit Plattdeutsch und mit plattdeutscher Musik. Das sech wie auch sich bezig houden, das zeggen wij niet. Oké, dus maar je spreekt ook Nederlands. Ja, maar een beetje. Das ist lang her, das was lang geleden. Ich bin nicht mehr so ganz so jung. Maar toch wel jonger als de duursnee persoon wat zich met plat bezig hield. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also hier, ich weiß nicht, wo es das in Nederland ist, aber hier in Deutschland ist das so, dass du, solange du unter 50 Jahre alt bist, dort hältst du noch mit taude jungen plattdeutschen Aktivisten. Ich läuft, das kann man sagen. Leider. Helaas. Ja. Ja. Ja, bij ons is het denk ik nog een paar generaties langer. Wie skelt denk ik zo'n 20 jaar. Maar ook hier wordt het wel zien als iets van oudere leu. Ja. Maar ik moet zeggen, er komt toch al meer interesse voor, ook onder de jongere generaties. En dat is toch wel mooi om te zien. Ja, also das könnte wie auch sein, das Interesse an der plattdeutsche, an der sassische Sprach ist graut, aber wir müssen uns fragen, ob das nicht ein Interesse ist an ein postvernakulare Sprach. Und nun weiß ich nicht, ob der Begriff postvernakular auch in der niederländischen Linguistik bekannt ist. Also ein Interesse an ein Sprach, der mehr oder weniger all verschwunden ist und der aber likas noch wichtig ist für Identität, sodass man ob Ortsschiller und in der Folklore und in anderen Beiten noch plattdeutsche Sprach findet, aber sie eigentlich utvollen ist als Alldagssprach. Ja, dat zal heel goed kunnen. Ik verneem waar dat ik kom daar hier uit Twente. In Twente is het allemaal nog iets behuldener. Dus er bent ook nog wel heel wat jonge leu die onderling Twents keiert, praat, snakt. Ja, Martin, wo oud bist du? Ik ben 34. Okay, ein junger Mann. Und ist das heel gewoon? Ist das ganz normal, dass sie Plattdeutsch schnackt in dat Öller? Niet meer zo heel gewoon, maar het komt wel voor, ja. Het komt wel voor. Ja, das ist mooi. Also, das ist bei uns ein Öller, wo das bloß noch in enkelte Rebeiten vorkommt. Also ich bin nur in Schleswig-Holstein, das ist ja das nördlichste deutsche Bundesland und da ist Plattdeutsch noch heil stark an der Westküste. Also Dithmarschen, Nordfriesland. Und da kommt das vor, dass Menschen in den Öllern noch normal Plattdeutsch schnackt. Aber in anderen Beiten ist das doch recht was weniger geworden. Und wie arbeitet du an das Ansehen und der Respekt für das Kulturgaut, wer da grötter wart. Und wir arbeiten auch damit, dass wir nicht sagt, okay, hey, das ist uns Identität, das ist uns Folklore. Wir sind just auch dabei und mogten plattdeutschen Familiendach zum Beispiel, stellt wir ob de Bein, wo wir sagt, liebe Lü, sie habt hier die Möglichkeit in Norddeutschland mit mehr Sproken, die Kinder obwassen, tauloten. Und das ist an sich allen wert. Also ein Kind, was mit 2 Sproken obwasst, und wie begribt Hauchdeutsch und Plattdeutsch als verschiedene Sproken, das hätte Nost auch lichter noch mehr an Fremdsproken lernen. Also was sagen Jullie, eine geistige Ressource, vielleicht Plattdeutsch als Chance, als intelligente Chance für uns Kinder. Ja, bij ons wordt er ook heel veel gezegd van wie moet de wichter of de kinderen
in 2 spraken opbrengen. Maar dan is het meestal Nederlands en Engels. Ja, das ist ein Problem natürlich. Wenn wir hier mit Familien schnackt, ist das natürlich dasselbe. Und ich habe in mein Dörp, ein Lütt Dörp, in dat ich wohne, an der Ostsee, kenne ich auch eine Familie, das sind Deutsche und die schnackt, hey kann heil gut Engels, hey schnackt Englisch und sie schnackt Hauchdeutsch. Das stimmt, was du sagst. Der Lü frug sich natürlich, warum schall ich noch mit Plattdeutsch, warum schall ich mit Sassisch noch anfangen, denn lot die Kinder lieber Englisch total lernen. Das ist natürlich ein Problem, da muss man Argumente finden. Mhm. Nou ja, één groot argument is natuurlijk, hoe goed is uw Engels? En wat heb je in uw dagelijkse omgang aan Engels? Je kunt geen Engels met uw grootouders kunnen. Je kunt geen Engels op de straat kunnen. Maar je kunt wel plat met uw grootouders kunnen. Mhm. Kijk, het is heel groot voor de hele wereld. Het is heel groot dat je met Engels, dat kan je redden in de hele wereld. Maar niet hier boeten, als je boeten op de straat loopt. Daar heb je niks aan Engels. Ja. Und das andere Argument, also ich bin BD und das andere Argument ist natürlich, Englisch lehrst du so oder so, Lothar, in dein Leben. Du kommst an Englisch ja nicht mehr vorbei. Und so denn ich nutzt doch die Chance, deine Kinder wirklich ein Stück Heimat mit geben. Also mit der Plech von der plattdeutsche Sprach hier in Deutschland ist natürlich auch immer das Wort Heimat verbunden. Heimat ist immer ein schwieriges Wort in der deutschen Geschichte. Wen natürlich, aber ich glaube, ihr habt nur in seit 20, 30 Jahren einen positiven Begriff von Heimat von, weil de Lü selbst mag, dass Autofahren und Online-Banking und Spotify lustern nicht eins ist im Leben. Viele Menschen feuert ein Mangel, feuert ein Lock in sich selbst und säugt auch wieder Wödeln, ein Fundament. Mhm. Ja. Misschien moet ik even zeggen, je zingt foiled. Bij ons is dat veult. Völt. Ja. Ja, dat is misschien even voor de duidelijkheid voor de lui wat nog min een podcast lustert. Ja. Even voor de duidelijkheid ook, moeten we denk ik even uitleggen. Wie belt elkaar? Wie roept elkaar aan op een telefoon? Ja. En Jan neemt aan zijn kanten zinnengesproken zinnen op. Ik neem aan mijn kanten mijn gesproken deel op. En wie stuurt dat voort naar elkaar, hè? Wie plakt dat bij elkaar? En dan hebben we allebei een podcast. Ja. Dat is het idee. Das ist die Idee und das ist eine total mooie Idee, eine total scheune Idee. Mit LK sech wir natürlich nicht, wir secht miteinander, aber da können wir natürlich 3 Stunden im Schnacken, wo die Unterschiede sind. Also ich sage du und die und ji und jau oder aber hier in Schleswig-Holstein ju. Und was sagst du, wenn du mi anschnackst? Sagst du Taumi oder sagst du I Taumi? Was sagst du Taumi? Ik zeg I tegen u. I, okay. Ja. Also eigentlich en den dat- oulen het- Plural. Ja, en dat is volgens mij een afsluitende vorm van ji. Ja. En in sommige dialecten in Nederland hebben ze ook nog ji. Op de Veluwe, meen ik, zeggen ze ji. En in delen van Drenthe. En volgens mij is het ook nog de höflijkheidsvorm in Groningen. Maar dat weet ik niet zeker. Mhm. Ehm, Also Martin, wenn du den Podcast utstrohlt hast in Drenthe, dann musst du mir achteran mal Bescheid sagen, ob die Menschen mich wirklich verstohlen habt. Das ist interessant. Ob wir wirklich mit LK, ob wir wirklich miteinander schnacken können. Ich wäre so ein bisschen bang Ja. für uns Klönschnack, aber ich kann die Gaut verstehen. Aber ich glaube, du bist auch freundlich und schnackst hey langsam mit mir. Ich habe noch einen Fruch, wenn wir all international Plattdeutsch schnackt. Wir habt ja die gemeinsame Wödel. Und das ist ja das Ja. aule Sassisch. Wir habt ja die
verschiedene Lütte-Texten, die uns no loten sind, oder das Old-Sassische, und wir habt ja die ganz graute, fantastische Dichten Heliant. Heliant und dann auch Mhm. noch die Genesis, wo ein graut Dokument von uns uraule Sprog het, ob der wie auch immer gern hinwiest, wenn wir über den Wert von Plattdütsche as ein eigen Sprog schnackt. Ist düt bewusst wen auch in Nederland durch die aule Wörtel von Niedersächsische, uns gemeinsame Wörtel? Ja, dat is ook denk ik een van de redenen dat wie het lever Neder-Saxisch noemt als Plattdeutsch. Ja, Für ons klinkt Plattdeutsch als verbasterd Duits, slecht Duits. En wie zit niet Duits, wie zit Nederlands. Nu weet ik dat vanuit de sprakenkunde is het natuurlijk wel zo. Het is allemaal Nederduits. En wie zingt ook in ons volkslied, ben ik van Duitse bloed. Wilhelm van Oranje. Ja, Ja. ja. Maar in het idee van de leur, van de gewone leur, wat zich daags niet gangs houdt met Neder-Saxisch of met wortel van spraken, ja, die denkt, ik woon in Nederland, wie hebt een Nederlandse identiteit, daar staat los van Duitsland. Hè, en wie hebt natuurlijk 40-44 gehad, 1944, de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat heeft een grote kloof slaan, denk ik, tussen de Nederlandse kanten en de Duitse kanten. Helaas. En sinds die tijd is er, denk ik, zo'n betten 50 à 60 jaar weinig uitwisseling geweest tussen de Noord-Duitsers en de Oost-Nederlanders. En dat heeft, op spraakgebied toch wel redelijk wat, toch een kloof slaan. Ja. En ik denk... Dat is ja een interessante Vraag, of sich diese Klöf, als du sagst, das kann ich gut verstehen, von Klöben, Spalten, auf sich die wir schlüten lässt und oft das eine Chance geben kann, eine Aussicht für ein gemeinsam in Europa, für ein gemeinsam sassische Identität natürlich. Aber da sehe ich natürlich die Schwierigkeit mit den Sprachen. Also ich weiß, G schmied uns für, dass wie nur Deutsch klingt, aber G mit Jau auch von uns verschmieden loten, dass Jau Sassisch auch recht was noch Niederlands klingt natürlich. Und das ist natürlich logisch, wo wir so lang in der Standardsprachen lebt, in Schaul, Medien und andere Beten. Ja, en het is ook deels ook bewust geweest. Lange is onze zeg, onze sprake is geen sprake, maar een dialect van het Nederlands. Ja. Dus hoe Nederlandser je klinkt, hoe meer aanzien je hebt. Dus als je je sprake aanpast aan het Nederlands, dan heb je een sociaal hoger aanzien. Dus ik hoor het zelf. Als in mijn generatie is het plat nog weer vernederlandster als van de generatie daarvoor. En de generatie daarvoor is nog iets meer, heeft nog meer eigen klanken. En ja, dus, maar ik denk dat het wel belangrijk is, voornaam, wichtig, dat we met elkaar, met Nanne, wat vaker met elkaar in contact komt. Want hoe meer contact, hoe meer begrip. Ja, und das ist auch schön, dass Social Media, nur richtig Plattdeutsch schnacken, dass Social Media uns durch Möglichkeiten gibt. Man sieht das jo ob der enkelten Foren, Facebook-Foren, wo jo Niedersachsen von der Hollandse und von der Deutsche Kant miteinander schnackt und auch das lebt. Heil interessant, Köttens ist wen dat wie mit den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, so heißt ja der Verband, für den ich für Plattdeutsch arbeiten da, ein lütten YouTube-Film mogt hab, mit den wie du ob hinwiest hab, dat Plattdeutsche als
lesser used language in Deutschland kein eigen Radiosender, also kein eigen massenmediale Plattform hat. Und interessant wäre dort, dass bewusst habe ich zwei Wohnungen, zwei Menschen von der hollandse Kant sich meldet haben, ob das Video und in ein Bischrift geschrieben habt, ja, das ist mal wieder typisch. Sie habt die Niedersachsen, also die Plattdeutschen, also die Niedersachsen in Niederland vergeten. Der ein wärst du, Martin, und der Anna wär ein anderen Holländer. Ich weiß nicht, wo kein das wen ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass da doch so ein Uttusch ist und so ein ganz lütten Anfang vielleicht von ein Tosomwassen und von ein gemeinsame Identität und ein gemeinsamen Denken. Natürlich habe ich denn da obwohnt hat, dass der öffentlich-rechtliche Funk in Deutschland eben so von Deutschland ist und wie nicht die Plattdeutschen oder die Niedersachsen in Niederland mitversorgen könnt mit einem eigenen Sender. Aber ist ja egal. Hauptsache, wie fangt an zu schnacken. Ja, ik moet daar wel zeggen dat sinds 1996 is het plat in Nederland erkend als sprake. En wie hebt allerhande regionale omroepen, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Gelderland. Maar daar kun je eigenlijk nog niet echt zo op gang. En ik zie datzelfde bij de NDR, want ik kijk nog wel eens naar de NDR. Ze wil er wel wat met, maar het moet altijd een beetje zo lollig, altijd een beetje clownspraak. Ja. Het is niet... het wordt niet serieus num. Het wordt niet als middel een num gesproken, maar het wordt als doel, als teel wordt het een num. Willen met te hebben, een plezier met te maken, maar een serieuze talkshow in het plat over een ander onderwerp of een ander subject. Ja, dat komt niet in de leu gedachten op dat dat kan. En dus lever als verdamme wie vragen bij de regionale omroepen van zo dat doen, denk ik van, laat wie gewoon inderdaad de sociale media gebruiken. En op YouTube kunt we een internationaal kanaal opzetten. Dan kunt we Sassische televisie maken. Dan kunt we Sassische programma's maken. En dan heb je helemaal niks te maken met of dat nou in Noord-Duitsland loopt of in Oost-Nederland. En de jonge leu die wie wilt bereiken, die denkt niet meer in deze regionale kanalen. Die denkt in YouTube, die denkt in Instagram, die denkt in TikTok. Ja. Dus ik zie dat we, of ik vind dat we juist door onze pielen op moeten richten, dat veel meer mijn aangrijpen om te gebruiken. Kijk, ik zijn net terug aan van, het is, ja. Also ich sei al, dass du voll Ideen bist. Ich habe ein Problem damit. Das ist Wettersau und ich höre all Ruth, dass das in Niederland just so ist als in Deutschland. Das, was du vertellst, ist Wettersau, dass du sagst, dass wir das selbst moken müt, wie Aktivisten. Aber wo viel Stunden hat die ein Dach? Mein Dach hat 24 Stunden. Das heißt, ich habe nicht die Zeit, mich selbst da zu kümmern, dass das ein eigen Kanal auf YouTube gibt. Und in anderen Ländern in Europa ist das doch auch so, dass lesser used languages, also wie sagt, die Lüttensproken, als das Samische in Schweden und Norwegen, als das Rätoromanische in der Schweiz oder Welsch in Großbritannien, die sind ja all von den öffentlich-rechtlichen Funk versorgt mit eigenen Programme. Also öffentlich-rechtlich, Public Service. Da muss ich noch mal fragen, Martin, wo ist das denn mit den lokalen Omrupen? Also die lokalen Statschauen, die du nömt hast. Sind das öffentlich-rechtliche Statschauen oder sind das private Statschauen, wo Bürger denn selbst in er Freizeit Funk mogt, also Radio mogt? Dat sind door de provincie financierde kanalen. Dus dat zijn echt de officiële kanalen. En die bestaat ook al, jaren, tientallen jaren. Also, dus, verstehe ich, dass das Public Service ist, also öffentlich-rechtlich ist, was wir auf Deutsch sagt. Ja. Ah, okay.
dann sind sie wieder als wie. Want? Wieso? Naja, wir habt enkelte Programme in NDR, also Norddeutscher Rundfunk, Norddeutsch Omroep. Aber diese Programme, die sind immer 1 oder 2 Stunden lang, einmal der Weg. Und im Rüm hab wir 99% natürlich Programm in der Standardsprach, Hauchdeutsch, so denn ich. Ja. Und das ist ja nichts, was sustainable ist, nachhaltig, sagen wir auf Deutsch. Also, just da passiert ja das, was du beschrieben hast, dass der plattdeutsche Sprach, das Sassische, präsentiert wird als was kurios ist, folkloristisch und dann gern auch mal humoristisch. Du hast das Wort Clownssprach. Jo, das kann ich unterstrichen. Und wie sorgt nur das, was du beschrieben hast, dass wir uns Sprach beleben könnt in ein Programm, wo sie einfach über das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump in den USA und über den Klimawandel in Neuguinea berichten deit. Und dass wir Precies. immer wieder ob Plattdeutsch bloß über Plattdeutsch Theater oder nee Plattdeutsche Beuker oder sonst was in die plattdeutsche Kultur sübst, also binnen sich abspielt. Nee, wir wird ob Plattdeutsch, ob Sassisch über das Buten berichten. Über das, was passiert in Schleswig-Holstein und in Australien, über das, was nur wichtig ist in der Welt. Damit uns Sprach auch mitholen kann, mit anblieben kann an den Fortgang von dat Weltgeschehen, damit uns Sprach sich auch entwickeln kann. Wir sind ja nicht bloß ein Clownssprach, wir sind ja auch ein museales Sprach, ein was sagen jullie? Ouderwetses Tal. Ouderwets. Ja. Maar, en ja, juist precies. Dat is precies wat Ida zegt. En daarom vind ik ook, volgens mij is het van u, die filmpjes zo mooi van, kom, wie maakt wat. ja, bijvoorbeeld, Town Beispiel, warum nicht? Klütertipps ob platt. Ja. Ik heb zelf ook aan... Was sagt Skitau basteln? Oder wie sagt Plattdeutsch sagt wie Klüterntau basteln? Was sagen jullie? Was sagt I? Volgens mij kletteren is wel een bekend woord. Ja? Dat is ja toll. Kletteren, ja. Kletteren is, een betten anknooien. Een betten, ja, waar die zingt basteln een beetje. Ja, basteln sagt wie. Also ein Lütten Flitzebogen moken oder ein Reib moken ut Gras oder so. Ja. Ja, Martin, und aber uns Interesse ist, was wir haben mit den Film, vielleicht kannst du dann auch noch mal promoten in Niederland, wie mir das unheimlich belangrik ist, unheimlich wichtig. Uns Interesse ist, dass professionelle Journalisten und professionelle Techniker ein professionell Programm mogt für uns und nicht, dass wir selbst anfangt, der wir nicht professionell sind, selbst Programm zu moken und dass der Spruch, der uns das geht, denn auch wieder bloß so Haar von Haf Verdacht kommt, also auch wieder unprofessionell sich selbst präsentieren deit. Das ist uns wichtig. Ja, ik denk ook dat we bij de EU moeten aankloppen. Want vanuit Europa zijn er subsidies te krijgen voor dit soort initiatieven. Dus geld is er waar. We moeten alleen de leu ervan overtuigen dat het noodzaak is, dat het notwendig is. Ja, Geld ist kein Problem, das läuft ich auch. Kick mal nur Schweden, 20 bis 40.000 Sami. Und hör die das Programm an von schwedischen Rundfunk für diese Lütte Gruppe. Also du sagst ja in 1,8 Millionen Niedersachsen in Niederland und wir haben 2,5 Millionen Plattdeutsche, also auch Niedersachsen in Deutschland. Und das ist nicht möglich für uns ein Radioprogramm mit ein Online-Bi-Programm zu moken. Das läuft doch kein Mensch. Das kann man doch nicht glauben. Nou ja, er is natuurlijk nog wel de podcast Sprook van Jan Graaf. En er is ook de Weltspraken podcast.
Ja, En er wordt van alle kanten wordt er wel wat ondernomen. Hey, je hebt ook nog podcast volgens mij. Ja. En wat dat dan? En ja, ik denk dat de leuren wel voor te porren zijn. Dat ze wel warm kunnen worden voor dat idee. ja. Hey, nog wat hè? Wat? Snoetenpulli. Ja, wat is mit Schnutenpulli? Da sind wir wieder bei Clownsspråk. Ja, precies. Ik heb de vorige, volgens mij 2 weken terug, of 3 weken inmiddels, een podcast gemaakt van Prugelty tot Snoetenpulli. Ja, En al deze mooiste woordverkiezing, deze, walk, hoe noem je dat in Plaatduits? Wie zingt verkiezing? Noord-Nederlandse verkiezingen. naja, wir hätten, Maar, ja, also Ut- da hätte ich kein Utwahl plattdeutsches Wort für. Quatschwör. hun? Quatschwör. Ja, kwatschweur. Ja, nee, ik bedoel het woord verkiezing. Verkiezing. Ja. Also, ja, nee, da muss ich nur Hauchdeutsch schnacken. Also, Neuschöpfung, Neologismen, Verkiesing, das hätte Ja. mit Kiesen to down, ne, mit wählen, also to choose. Ja, wählen, ja. Ja. Ja, ne mooiste woord, wähl. Ach so, okay. Ja, okay. Also, das gibt Wort Wettbewerben, also Contests oder Wettstriden, Oh ja. wo ein Jury das Lust oder das beste oder das mooiste Wort von Jor Kiesen deit. Tatsächlich in Aule Plattdeutsch können wir auch noch von Kiesen schnacken, also Kören deit, sag ich wie auch wählen deit. Und das gibt ein Por von und da gibt das eben nur ein Verkiesing in Mecklenburg-Vorpommern, sag ich wie, wo Munddaug als bestes Wort von Jahr 2020 gehört worden ist. Und das wäre natürlich ein Reflex, ob das Wort Schnutenpulli, über das ich mich durch dich oprecht hef und auch publizistisch da tegen an, also dagegen angehen bin. Ja. Wie das Munddaug oder was sagt Gidotau, also Mundneesdaug, was sagt Gi? Volgens mij is het bij ons een mondkapje of een mondmasker. Ja, Mundmask ist ein normalen Gegenstand für den wie nicht und auch ein Gegenstand in eine ernste, seriöse Situation, für den wie nicht, ob Gewalt weder einen lustigen Utdruck finden möt, damit Plattdeutsch weder auch das ernsteste, was passieren deit in der Welt, weder in ein lustig, komaudig Licht hangt. Kennst du das Ja. Wort komaudig? Komaudig drückt ut, also gemütlich. Weltbekannt ist das hauchdeutsche Wort gemütlich und das ist ja in der französischen Einfluss bei uns denn komaudig worden. Und wenn das bei uns komaudig ist, dann ist immer eins bloß half so leicht, dann ist eins ein bisschen netter und das ist der Abruf von Plattdeutsche. Leider wart wie, alle finden das positiv, alle möcht uns gern. Das Problem ist bloß, alle nehmt uns auch nicht ernst mehr damit. Und wo kein nicht ernst genommen ward, dem Muttern, und nu spring ich wer trüch in uns Klönschnack, dem Muttern natürlich auch nicht mit einem eigen Rodeo bedacht waren, zum Beispiel. Oder mit Plattdeutsch in der Schaul und so wieder. Das heißt, wie wird gar nicht mehr lustig von waren. Und wie wird auch nicht mehr nütlich von waren und auch nicht komaudig. Wie wird einfach bloß ernst genommen waren. Ja, precies. Und das Problem is ist ook- aber, sorry, ich fall die immer ins Wort, aber Nee. aber ich war immer so ärgerlich. Das Problem ist, dass wie Plattdeutschen sübst da mitmogt. Wie sübst sind dat, der sich, also der uns immer so nütlich und komaudig und lustig darstellt. Und da ist denn, wenn wie ein Film mogt, zum Beispiel, denn wie dort hinwies, dat Anasproken in Europa, die Lütter sind als wie von Public Service mit ein eigen Programm bedacht ward, da dat einen Grund hat und dat der Grund vielleicht nicht bloß da anliegt, dat der öffentlich-rechtliche, also der Public Service in Deutschland, Fool ist oder Boys ist, sondern da an, dat wie Sübs dafür sorgt hab, dat wie nicht ernst genommen ward. Und
so denke ich, sind auch die plattdütschen Sübst, die Niedersachsen Sübst, ob der Deutsche Kant, Adressat von so ne Films, in der wir sagt, Levelü, wie wir das ändern. Das gibt bei uns in Deutschland ein Ole Sechwies, ein plattdütsche Sechwies, die heißt, wo kein sich taun Pankauken mogt. Die wart auch als Pankauken opfreten. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Und Ja. da muss ich foken an denken. Ja. Wees ik als pankoken gedrecht, wordt als pankoken opfretten. Ja, zegt sie das auch? Ist das auch so ein Schnack? Nee, maar ik vind het een heel mooi en ik ga hem zeker bewaren, Ja. want dat is precies inderdaad zo het is. Wie neemt onze spraken zelf niet serieus? Dus dan moet je ook niet rekenen dat een ander dat weggeeft doet. Ja, Dus als wie zelf onze spraken serieus neemt, dan dreig je dat uit, dan zal een ander ook eerder dat serieus nemen. Ja. Ik kan me nog heuren, ik zat er eens een keer in een restaurant en aan een tafel naast me zaten twee stellen, twee koppels. Het ene stel kwam uit Twente, het andere stel kwam uit West-Nederland. West-Nederland weet nagenoeg niks van het Neder-Saxisch. Ze hebben al eens ervan gehoord. Ze weet dat we een beetje anders keert. Dus tijdens het gesprek vroeg de man van het stel uit het Westen vroeg aan het stel van hier. Hé, maar dat Twents, hoe zit dat nou precies? Vertelt me daar eens over. En toen begon de vrouw te lachen. En dan zei, haha, roepen in Moos. Ken je dat? Nee. Roepen in Moos. Also Rupen Roepen, ja. Von de Schmetterlinge, oder von de Insekten, de Rupen, de Metten. Ja. Ja, und Rupen in Moors, also in de achterste Nee, ik denk dat jullie dat als Maus zengt. Ach so, also Kohl. das, was man eten kann. Ja. Okay, und was So, mogt de Rupen in Maus? Als je roepen in Moos hebt, dan... Ja, de roepen die vreet de moos op. Dus dan kun je de moos niet meer. Dus dan gaat het slecht. Aha. Maar dat is gewoon een uitdrukking worden om iets grappigs of iets witsigs in het plat te zeggen. Dat Ja. Dus, ich verstehe präzis, wo du von schnackst. Da kann ich die auch hier von der Deutsche Kant so ein paar, ja, wo soll man das nehmen? Label vielleicht, so ein paar Spruchlabels nehmen, die von standardsprachliche Menschen immer gleich brugt ward. Ja. So Clichés. Drose ob Plattdütsche, also ob Niedersassen drobt. Mhm. Also Schiedbüdel. Clichés. Schiedbüdel ist so ein Wort zum Beispiel. Ja, en moin. En bij ons is dat goed te passen. En meer hebben op een zul. En brekken, zoeken en op de proemen kroepen. Allemaal dat soort uitspraken meer. Ja. Dat zijn losse, op zichzelf staande clichés. Maar ja, ik zat ermee op te fretten in dat restaurant. Want ik denk van, nou hij juist de kans om iemand dat niks van onze spraken weet, iets uit te leggen over de grammatica, de structuur, de geschiedenis. Maar het enigste wat ze was uit te brengen was roepen in Moos. Ja. En dat, ja, wat betekent dat? Rupsen in de boerenkool. Ja, nou, en wat heb je daar dan nou? Wat heeft iemand nou aan zo'n cliché? Niks. Dus die sprake is een nikszeggend cliché waar je in uw dagelijkse leven niks aan hebt. Dat is het beeld Das ist die wat Funktion. ze overbracht. Das ist die Funktion, die uns geben ward, und das ist die Funktion, die wir leider selbst übernommen habt. Fehlt auf Foken. Ja. En dat is inderdaad wat aansluit bij uw verhaal, dat we het zelf niet ernst neemt, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat we het altijd reduceert tot een setje clichés, omdat het altijd maar lollig en kommodig moet zijn. Also, was ist uns Statement, was wie mit LK abgeeft? Levelü nehmt u
Sübst, also nehmt schau Sübst ernst. Mhm. Ja, das ist total interessant. Man soll vielleicht mal mit Psychologen darüber schnacken. ich ich meine das Mhm. ernst. Wir sollen vielleicht mal mit Psychologen über uns schnacken. Was muckt wie eigentlich? Worum nehmt wie die Norm von der Mehrheit, wo so übernehmt wie die und passt die selbst ob uns an, ob den Gebrauch von uns Mhm. Spruch? Worum muckt wie das? Ich hab just einen Bauch lest von de Sorben. Hast du dich so ein bisschen bekümmert in der Situation in Deutschland? Denn hast du einmal gehört von den Sorben, die Ja, in Sachsen, also das Bundesland heißt ich, Sachsen, aber das hat ja nichts mit der Sassen zu mhm. tun. Und Sachsen-Anhalt, in Brandenburg wohnt, diese aule slowische Minderheit, die da wohnt. Und da gibt es einen Martin Walde, die hört mit tau de Minderheit von de Sorben und der hat einen Bauch geschrieben, das heißt, wie man seine Sprache hassen lernt. Was sagen Uli ob Nederlands? Hoe, hoe je begint de Taal te haten. Also kannst du das mal kurz übersetzen? Mhm. Hoe je eigen taal gaat haten. Ja, und das ist total interessant, wo ans also auch in der sorbischen Minderheit die Menschen anfangen sind, die Diskriminierung, die sie mitkriegen habt durch die deutsche Mehrheit, selbst zu internalisieren, also selbst in ihr eigen Denken über sich selbst zu integrieren und damit Mhm. beitragen können eigentlich in der Vernichtung von der Spruch. Und Ja. das sind Belebnisse von, ja, dass man lächerlich mogt ward oder von Marginalisierung. Das da mir leid, ich muss nur ganz viel Hochdeutsch schnacken, weil diese ganzen Wörter natürlich in der hochdeutschen Spruch vorhanden sind. Aber leider eben durch das, was wir beschrieben habt, in der plattdeutschen Spruch, also Marginalisierung oder dass du die Trüchstöt feulst, wenn du den eigenen Spruch brugst. Und das wieso denn nicht das Brucken von uns eigen Spruch als wat belebt, wat uns eigentlich blaus Probleme muckt. Und dat wie darum dat Mhm. überträgt ob der Spruch und wie selbst anfängt, uns eigen Spruch nicht mehr gaut drauf finden. Und dat hat mir Mhm. ziemlich die Augen open muckt und da kann man Sachs viel lernen. Und darum habe ich das so ein bisschen Mhm. ut Spoß sech, da wie man mit Psychologen schnacken sollen. Ja, Aber ich habe auch keine misschien würde ich Lust, noch, ich hab natürlich keine Lust, dass wir da überschnackt, dass wir selbst Opfer sind. Das ist ja natürlich, mhm. das wär ja total verrückt, zu sagen, dass wir Opfer von so was als ein Spruch Rassismus sind. Da sind wir überhaupt nicht. Wir sind ja immer noch hier in Deutschland und das gilt ja auch für die in Niederland, hört wir ja mit, tau de Mehrheitsgesellschaft. Aber liegers ein beiden, was kann man lernen, du an de Tendenzen und an de Strukturen von dieser Form von strukturelle Gewalt. Mhm. Aber das ist schwor mit Menschen da über schnacken. Das ist Ja, ein langen ik, Weg, da die misschien, Augen open zu kriegen, wie die Menschen. ik denk dat ik nog even moet uitleggen wat de Sorben zijn. Ja, Want dat heeft misschien niet iedereen meegekregen. In de deelstaat Sassen, volgens mij. ja. Sachsen-Anhalt, klopt dat? Sachsen, nee, Sachsen und Brandenburg. Oké, Sachsen en Brandenburg. Daar is een minderheid van Sorben. Dat is een groep leur die een Slavische spraak hebt, het Sorbisch. En dat sluit dus aan bij het Pools of bij het Tsjechisch. Zeg ik dat goed? Ja, also für Aland Tschechische. En I zegt dat die door jaren van discriminatie zelf ook hun eigen spraken zijn gewoon afzwakken. Ja. En datzelfde zijn we eigenlijk ook tover dan aan doen. Ja, du heb ik een Filmtipp. Ich heb köttens mit min Frutersohn einen Film sein, der heißt Sameblut, also Sameblut. Und die handelt von einem Dern, die auch, also oben in Nordschweden, von einem Dern, die in eine samische Familie obwast und auch mit der Familie Breken deit und dann nur Stockholm, ich meine, das ist Stockholm oder Uppsala, geht und erst wer der Trüch geht, als sie selbst aule Fru ist und er Süster daut blifft, die immer in de samische Kultur bleben ist. Und in diesem Film kann man das auch
heilgaut sich ankicken, was für Prozesse das sind. Hast du einmal gehört von dem Film? Die ist toll, die ist fein. Samenbloot. Nee. Sameblut. S-A-M-E-B-L-O-D. Schnackst du ein bisschen Schwedisch? Sameblut. Ja, een beetje. Samenbloot. Ja, Sameblut. Oké. Ja, dan moet ik dan eens een keer bekijken. Ja, En de lui dit luistert ook. also alle. Alte Haupten Ja. schützt sich das ankicken. Ja. Ja, ik ben dus gangs met een actie voor Funklok stoppen. Mhm. En ja, dat moet ik misschien uitleggen. Ja, er is geen radio in het plat. Er is geen televisie in het plat. In Noord-Duitsland niet. Bij ons niet. En je hebt dus een actie opgezet. ten het funklog stoppen. Dus het stoppen van een gat, dichte stoppen van een gat. Wie kent het woord lok niet? Wat zeg je? Hol? Of wat zegt je? Ja, een gat. Gat. Hm. Ja. Ja, Lok. Lok ist natürlich heil Hauchdeutsch von Loch, ne? Genau, Funklok stoppen. Das hat zwei Bedüden. Das eine ist eben afdichten, als du sagst, und das andere ist natürlich das Engelsche, also anhaulen. Mhm. Aber ja. Genau, und beides ist richtig, wie wir das afdichten und anhaulen, da das nicht mehr wiedergeht mit diesem Tauschstand. Und genau, und so hast du das verklort hast für die Hörer. Natürlich hab wie enkelte Radio-Shows, ob Plattdeutsch in den öffentlich-rechtlichen Public Service Funk in Norddeutschland. Aber wenn wir nu schnackt über ein Eigenprogramm in uns Sprog, wat 24 Stunden an Dach söben durch de Weg sendeit, so as de anderen Radios dat schauen, de dort vorkommt in den Film Irland und so wieder, Schweden und so wieder, dann ist das richtig, hab wie nicht düt Angebot, wat Anna Lütte Sproken in anderen Ländern habt, die viel Lütter sind als wie. Und das seht wie als ungerecht an und das ist eben ein Lok, ein Gat. Mhm. Ja, en je hebt dat signaleerd, je hebt dat aanwezen van, hey, daar is iets mis. Je hebt daar nu een filmpje van gemaakt, je hebt dat op YouTube gezet en deelt op Facebook. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Ja, das ist ein gaude Fruch. Also zuerst wäre interessant, was für Reaktionen wir kriegen habt ob den Film. Und du hättest sich gewiest, dass viele Lü noch nicht wogt, dat tau denken, wat wie denkt. Also viele Lü habt dat secht, wat du auch verschlohn hast, dat wie dat sübst mogt. Viele Lü dachen auch, als du den Film sein habt, dat der Schleswig-Holsteinische Heimatbund, der denn nu publiziert hat, nu sübst so ein Radio mocken will. Aber as wie do all überschnackt heb, do im Geit dat nicht. Nein, wie wart nicht sübst Radio mocken, wir sind nicht professionell, wie wird dat professionell Lü für uns das Radio und das journalistische Angebot mogt. Und da ist das nächste, du fragst noch den nächsten Stab, da ist der nächste Stab, dat wie nochmal präzis verklort, wat wie eigentlich meint heb und dat wie dat ganz ernst meint. Wie wird von den öffentlich-rechtlichen Funk in Deutschland ein plattdeutschen Radiosender haben? Nee, wie war das nicht selbst moken, wie wird das dat mok? Und dieser Gedanke, das ist meist ein bisschen lustig, so tau schnacken, aber dieser Gedanke ist sau schwor tau denken für die Plattdeutschen, dass wir da noch mehr überschnacken wird. Und das war wahrscheinlich der nächste Step wen in diese Kampagne. Ja, ik denk ook de meeste leur, die kunnen zich dat eigenlijk helemaal niet voorstellen. Dat zoiets kan. Dat we zo wat eisen kunnen. Dat we met een voet op tafel kunnen houden. En zeggen van, onze sprache is er ook. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Ja. Sind sie auch so still, also die Niedersachsen in Nederland, sind sie auch immer taufreden mit dat, was anboten worden ist, bet sie habt doch auch kein 24 Stunden Sender söben durch de Weg, hab ich nu hört. Ja, nee, Jan, nee, wie wilt geen vreeske toestaan.
Ja, aber was ist denn mit den Friesen? Das- Die habt das doch. Das sind 450.000. Also, das ist der Teil, den ich in Internet finde. Die habt Omroep Ja, Friesland. nee. Was ist denn mit den Niedersachsen in Nederland? Ja, nee, Jan, nee, wie wilt geen Frieske toestaan. Sie wird kein freischen Da- Tauschstand. Nee, dat wil ik niet willen. Nee, absoluut niet. Nee, Maar- dat is, ik heb hoe bij de benen, want dat is, dat hoor ik heel vaker. Want ik denk het precies zoals u. Maar wat ik dan te horen kreeg is, wie wil geen Frieske toestaan? Want die Friesken, die hebt de peurtestieve hulp en zegt, wie hebt een sprake, wie hebt een duidelijke identiteit, wie wilt rechten voor het Fries. En binnen Friesland, de provincie Friesland, is het Fries nu een officiële sprake, naast het Nederlands. Dus alles wat in het Nederlands is, moet in Friesland ook in het Fries wij. Dus ze hebben een Frieske academie, ze hebben Frieske oude zetters, dit officiële documenten van de regering omzet in het Fries. Dat moet, bij wet moet dat wij. En daar bent ze heel groots op. En terecht. Maar vanuit de rest van Nederland wordt daar een beetje om lachen. Van, kijk dat hij die Friesken weer, die moet altijd eure sprake en identiteit bij iedereen onder de neuzen drukken. En Stimmt dus dat? daarom Mogt ze dat? een beetje, maar ik vind dat ze daar recht op hebt. Ja. Dat is haar recht. Dat is niet opdringen. Dat is in een meersprakig gebied, wat toevallig Nederland is, kom je er niet onderuit, zeker in zo'n druk bevolkt land als Nederland, dat je in aanraking komt met lokale culturen. Ja. Die ligt zo wiet of zo kort bij elkaar, bijnander. Ja, dat is logisch dat die manchmal een keer ziet. Dat die hoort. Ja, das ist Und, aber auch ganz typisch. Das hätten wir hier auch. Wenn man sich wirklich insetten deit und das mit Ernst insetten deit für den Spruch, denn sind einsprachige Menschen, Foken, ein beiden, ja, was sind sie, bang oder besorgt, dass man was, also das muckt Jim unsicher. Und das verstehe ich immer gar nicht. Das ist ja eigentlich, was uns Rika muckt. Aber man ward Foken als lästig auch wahrgenommen. Also zum Beispiel, als ich damals gegen anschreiben habe, gegen diese Schnutenpulli sog, da habe ich auch Beuse Kommentaren kriegen, aber also viel Gegenwind. Witziger wie es auch just von viele Plattdeutsche. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in Drenthe Twente Groningen, das vielleicht auch selbst Niedersachsen sind, die das sagt, dass sie kein Fries getauscht denn haben wird. Stimmt das? Oder sind das bloß die Holländer? Ja. Ja, nee, dat sind just inderdaad de Platsprekers zelf. Die Aber sind kannst du mir ganz kurz sagen, bloß, dass ich das verstehe? Und ich versorge ja auch dort durch über diesen Vergleich, was über Deutschland zu lernen, über uns Situation. Kannst du mir verkloren, worum die das sagt? Worum sagt die Plattdeutschen selbst, die Niedersachsen, dass sie das nicht haben wird? Ja, dat is een grote vraag. Ik denk dat het voor een groot deel met jarenlange indoctrinatie te maken heeft. Er is ons altijd op school gezegd, plat is slecht. Plat is niet goed voor u. Plat zet u terug op de arbeidsmarkt. Ik komt lastiger aan werk als je plat keert. Het is slecht voor uw ontwikkeling. En je moet dat vooral niet duurgeven aan de kinderen. Aber Martin, ist das wirklich, wir haben 2020, wir haben das Jahr 2020, ist das wirklich immer noch so? Also ich weiß, dass das so wäre, aber das ist doch ein Generation terug. Nee, maar die leur die wat dat gehoord hebt op scholen in de jaren 60, dat zit nu onze oom en grootoom. Ja, Dus die geeft dat nog altijd zo duur. ja. Die leur zit niet in één keer voet, die leur zit nog niet uit de tijd. Die leur daar heb we mee te maken in ons dagelijkse leven. Aber ich höre En die heb, wie sind ein Fall für einen Psychologen? Also, ja, ja, schrecklich. ja. Maar dat zijn wat de leur
dit plat wel heel mooi vindt, hoeveel plat de eerste sprake is, maar die dat niet duurgeeft aan de kinderen. En daar kan ik me ook heel erg over maken, kan ik me jou ergen, dat het dus leus ik druk maak voor het plat. Dit zelf, dit iedereen aanpreekt van, je moet wat doen met plat, wie moet plat bewaren. En dan vraag je, heb je zelf plat aan de kinderen gegeven? En dan zeggen ze nee. Dus dat is hypocriet, om het maar zo te zeggen. Dat strookt niet met elkaar. Du, Martin, das ist mooi mit die te schnacken. Just dasselbe hier, ob uns sieht von der Grenze. Und das ist wirklich interessant. Plattaktivisten, die mit der eigen Kinder kein Platt schnackt. Das ist wirklich interessant. Die hab wir auch. Also wir hab mit unseren Kindern natürlich Platt schnackt. Aber ich kann natürlich Lü verstehen, den nicht mit den Kindern Platt schnackt. Das ist nicht immer Licht wen. Und auch wie habt Soken belebt, den nicht moi wären. Also, das gar nicht mal nur Diskriminatie, als du sagst. Wir sind nicht diskriminiert worden. Aber das gibt so was als so ein man sagt ein Positive Racism, ne? Also, dass, wenn man mit den Kindern in Kaufhus platt schnackt, dass Analy kommt, was? Sie schnackt platt mit den Kindern? Könnt ihr das überhaupt? Also, das ist natürlich komplett bekloppt. Natürlich könnt Kinder, die platt lehrt, platt schnacken. Oder ob er das denn sagt, wart, echt? Oh, du kannst platt schnacken. Das ist ja Seut. Sech mal wat. Und lütsche Kinder, die wird nicht opfallen. Die wird nicht exponiert wen natürlich. Und das belebt die wirklich als meist traumatisch. Aber da muss man sich durchbieten, ne? Da muss man konsequent bleiben und stark bleiben. Ja, en het ene hoeft het andere ook niet uit te sluiten. Kijk, heel veel lui denken nog altijd van, als hij plat doet, dan kan hij niks anders. Ja. Maar ik kan Nederlands, als het moet. Ik kan ook plat, als het moet. Ik kan Engels, ik kan Duits, ik kan een beetje Noors. Nou, ja, mijn deug. Daar heeft mijn plat niks voor in de weg gestaan. Ah, natuurlijk niet. En ik denk ook altijd, het mooie is, een van de rijkste lui van Nederland, kwam uit Twente. Dat kwam bij mij uit Riesen. Dat was Dick Wessels. En Dick Wessels, dan zeggen we, dan kan je zo plat aan een dupje, maar die had 4 miljard euro op de bankrekening. Oi. Ja, en daar heeft een plat nooit voor in de weg gestaan. Nee. Hij heeft zich best red. Hij heeft een groot winter gehad. Hij leeft niet meer. Maar wat ik daarmee aangeven is, het gaat niet om de sprake. Het gaat om wat je doet. Als je een klok zakenman bent, een klok handelaar, dan maakt dat niet uit of je dat nou in het Duits of in het plat of in het Nederlands doet. Dan gaat het erom hoe je met leu omgaat. Ja. Und dat je weet aan te passen. Aber Martin, das ist ja eigentlich so logisch und so klar, was du sagst, dass man sich doch meist schämt, so was zu sagen, weil das so banal ist. Das ist doch wirklich komisch, dass wir darüber immer noch schnacken müssen. Eigentlich muss das doch jeden Mensch 2021. Hoe zeg je dat? Eigentlich weet das doch jeden Mensch. Also maar niet, Mensch. Ja, maar niet iedereen denkt er zo langer over na. Ja. En ook zo wiet. Ja. En vaker is het ook een beetje, plat is iets, dat is folklore. Je moet een paar klompen aan en je moet in kleer dragen. Ja. En ja, dan moet je een mooi verhaalke en een mooi gedichtje vuurdringen. En wat heb je een mooie naam gehad. Ja, und dann noch ein bisschen Suppen. En dat, en dat was het dan. En dat was het. Ja, precies. Ja. Ja, Martin, wart wie de Welt noch retten von doch oder heb wir uns Stunden vollmokt nu? We hebben een mooi uur vol gekregen. De wereld redden, dat hoef ik niet. Maar we hebben toch weer een uur extra platmateriaal genereerd met een beiden. Ja. En dat is ook heel wat waard, want we hebben in Twente 1 man zitten. Een vrees, toevallig. En dan heeft de Twentse taalbank.nl en dan
sammelt, dan gaat het alles wat in Twents gemaakt wordt bij elkaar, zodat dat bewaard blijft, want het oude 20 jaar wordt het niet meer praat. Oude 20 jaar wordt het niet meer keerd. En dat zeg je al 40 jaar. Ja, ik weet. We zijn ook al lang dood. Aber dat gift ons nog. Ja. Ja. Jan, wat ga je weer doen? Wat staat er op het programma? Nu, Met de platte zaak? Nu vernormt nog, meinst du? Oder überhaupt? De nächsten Nee, Doch? met de platte zaak. Also, als ich sehe, ich bin ja angestellt bei dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und ich habe das graute Glück, mich wirklich professionell mit dem Spruch zu befoten, bezig zu hauen und damit mein Geld zu verdienen. Und das nächste, was wir mocken wart in Tiden von Corona, ist jo, dass wir ein plattdütschen Familiendach mogt. Blang die Kampagne mit das plattdütsche Rodeo, haben wir verschiedene andere plattdütsche Kampagnen und ein davon ist, dass wir, und darüber haben wir beiden ja auch all schnackt, dass wir Familien da ob Stött Leivelü schnackt platt mit den Kindern, die habt da Gaut von, wenn sie meiersprachig obwassen könnt. Und da wart wie in März nu ein plattdütschen Familiendach online moken, wo wir einfach förderlich hören wart und informieren wart über plattdütsche Beuker und Spelen, die ein Gaut insetzen kann in plattdütsche Familien. Also das ist immer noch, dass wie obkloren wird über das Thema, holt ob tau gläuben, dass Plattdütsch schlecht ist für Jaun Kinder. Fangt an, die Ressource, die intellektuelle, die geistige Ressource, die ihr habt in Schleswig-Holstein und in Norddeutschland, fangt an, die tau bruken und an die Kinder wieder tau geben. Die Kinder profitiert davon. Das ist nur das, wo ich also ein bisschen Pressearbeit nur den nächsten durchmoken war und das ein bisschen mehr Plan war. Das ist aber bloß ein Beispiel. Das sind verschiedene Sorgen, die wir hier muckt. Ja, daar wil ik aan toevoegen. Bij alles wat hij wilt gewoon zeggen, bij alles wat hij wilt zeggen, heb je de keuze, doe ik dat in het Nederlands, Hoogduits of in plat. Iedermaal dat hij dat niet in plat doet, is dat verlees voor de sprache. Ja, und vielleicht auch für das Kind, was denn bloß mit Einspruch obwasst. Und Einspruch ist weniger als zwei Sprachen. Ja. Okay. Ik denk, wie zijn te duur. Martin, machst du mir nochmal vertellen, woher dein Engagement für Plattdeutsch kommt und worum du, wie sagt ihr, ob du denn so brennen deist für den Spruch? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zit met Nederlands opdracht, want dat hoort zo. Mijn vader en mo bent ook opwassen in de jaren 60. Dus die hebt dat geloof ook met gekregen. Ik was altijd daar spraakgevoelig. En zo gauw als wie, mijn broers en zusters en ik, plat proberen, dan zeggen ze, dat moet je niet doen. Dat is lelijk of dat is slecht. Of dat is onfatsoenlijk. Maar tegelijkertijd kan je mijn vader en mo onderling steeds Neder-Saxisch. Met elkaar of in het dorp? Ja, dus ze kan je tover dan onfatsoenlijk met elkaar. Terwijl als ze tegen ons zijn dat dat niet mocht. Ja. En toen heb ik een zetje in Boetenland gezet. En toen kwam ik dus terug in Nederland, in mijn Riesen. En toen loop ik eens met de oren los duur Riesen. En toen hoorde ik de leu Riesens kuien. En toen dacht ik van, maar dit is toch gewoon prachtig. Dit is helemaal niet onfatsoenlijk. Mijn vader en moeder zengt geen enkel onfatsoenlijk woord tegen elkaar. Waarom, hoe komt al die misverstand en deze, verkrampte houding tegen dat plat toch van dan? En ik moet daar iets aan doen. Dus toen, zin ik me steeds meer gewoon verdiepen. Ik zie beginnen met het metschrijven naar Wikipedia in plat. Ik maak muziek. Dus muziek leertjes maken. Eigenlijk van allerlei toestanden heb ik aan of wat leu anders over die spraken te laten denken. En daar ben ik nog altijd druk met. Und das ist ja auch ein interessant Monster,
dass du erst in Butenland wehen müsst und dann zurückkommen. Das höre ich auch Ja. folgen. Dass Lü, die also in Butenland wären und dann zurückkommen sind, dann anfangen sind, sich für die Regionalsprach zu interessieren. Also Ja, just für Platt. Ik heb dat wel eens aangezegd. Ik zeg, je kunt pas toekomen als je voort hebt de wes. Ja, En pas dan valt u dingen op die als je ons heel normaal hadden veunen. Dus ja, dus ook al die misverstaan. Ik hoor allerlei vuuroordelen, allerlei misverstaan, prejudice tegen die spraken. En leu waren er allemaal heel krampachtig over. Terwijl ik het gewoon een hele mooie spraken vind. Heel fijn om naar te lusten. En hoe meer je daarvoor gaat inzetten, hoe meer misverstaan je ook tegenkomt. En dus iedere keer weer diezelfde dingen uitleggen aan de leur. Iedere keer weer, twee trad vuurwaarts, één trad terug. Maar vuurwaarts moet het. En en daarom vind ik het ook heel belangrijk om leur zoals I te spreken. Om daarmee te bewijzen ook dat die sprake niet enkel maar lokaal is, maar dat het nog altijd internationaal te gebruiken is. Dat geeft ook economisch dat een belangrijk deel. Kijk, in Nederland is iedereen heel pragmatisch. Als wie er geen geld meer kan verdienen, ja, dan gaat het zo op nas. Dan gaat het voet. Dan doet wie er niet meer met. Ja. Dan vinden we dat misschien nog wel mooi om een keer te lusten. Schlechte Definition für Kultur. Aber ja, das ist hier nicht viel anders. ja. Nou, en dus ik probeer steeds te bewijzen dat wie kunt die sprake gebruiken? Ik kan nu, Jan, wil je een kook kopen? Willst du van mij een kook kopen? Ja, natürlich. Also nun nicht. Vielleicht, wenn ich mal Bur war. Ja, nou, maar kijk, ik versteun me prima. Ja. En ik heb een handelsvuurstellen gedaan. Ja. Dan moet je zeggen, ja, wat vraag je ervoor? Wat is zo'n prijs? Ja. En zo bewijzen we dat je er gewoon geld mee kunt verdienen. Dus ik weet dat, ik weet dat. En nu staat het op een podcast. En ik denk ook, waarom als ik daar zo druk mee zie, of op minder wijze, is omdat ik ook, je gaat dan op een gegeven moment ga je dat opzoeken, zeg maar. Je gaat dialectavonden bezoeken. Je gaat rondkijken bij allerlei dialectdingen. En dan is het altijd weer datzelfde. Ja, het is een beetje een hang naar vroeger. Naar een tijd boer ik niet ouder met kankerien. De boerende tijd. En altijd een beetje, wat moet zo'n jong snodaap hier? Mooi dat die plat wilt. Oh, maar je wilt het niet hebben over het boerenleeuwen, dan heb je hier eigenlijk niks te zoeken. Terwijl als ik onderdeel van mijn generatie zie, van een heel bult jonge leu, dit niet met het boerenleeuwen bit opbegruid. Dit misschien wel wat met plat wilt, maar dan wel op een moderne manier. En die denkslag, dat is lastig. Vielleicht mit wie aber, was sagt wie? Langsamer, sachter vergehen. Vielleicht mogt wie die Menschen auch bang, die eben mit diese, sag ich mal, rurale Kultur obwussen sind und sich da auch zu Hus fällt. Vielleicht mogt wie die bang, wenn wie das Plattdeutsche open mocken wird, open schlüten wird, für die graute, hüdige Welt, die für viele ja auch was er bedrohen deit. Also das ist ja ein Welt von Corona, von Atomwaffen und von Klimawandel. Und nicht jeder ist Brot dafür sein eigen Sprochnest, das er hat, dafür tau open schlüten, dafür open tau schlüten. Vielleicht ist das ein Punkt. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich habe total Lust dazu, natürlich mein Spruch mitlaufen zu loten, mit der Tiet und mit der Welt. Aber vielleicht Menschen, die noch öller sind als ich, feult das vielleicht anders. Ich weiß das doch nicht. Ja,
Ja, maar dat verneem ik ook. Leu weer terug naar de sprake van eure jeugd. Die weet, het is jeugdsentiment. Ja, Ehm, ja. En dat is goed, dat moeten ook wij lau dat voorop stellen. Ik bedoel, ik heb ook wel genutten van de verhalen en van de dialectdingen. Maar ik zit er daar wel als enigste onder de 40 bij. Ja. En dan denk ik van, ja, Ilu komt hier nou alle maanden bij elkaar, bij te hopen. Misschien moet je eens achter de oren krabben en denken van, deze wijze waarop als wie dat doet, vinden we zelf wel heel mooi. Maar misschien de leur die we juist wil bereiken, niet. En ja, dat is lastig. En ik snap het ook wel. Ik bedoel, er zal voor mij vast ook wel een tijd komen dat ik denk van, lau is een keer weer lekker zo kuien zoals voor 60 jaar terug. Ja. En ja, maar dat is voor mij nog niet. Ik wil nu vuurroet. Ja. Wie met plat was vroeger de algemene sprake. En als we heel weer terugkijkt, zelfs de voornaamste sprake van Noordwest-Europa. We gebruiken op allerhande domeinen, spraakdomeinen, in recht, in de handel, in het openbare leven. Ja. Du En schnackst von in Hansetiet. alles. Ja, juist. Ja. En dat kan het weer worden, maar dan moeten we dingen misschien anders doen als dat we ze nu de laatste 50 jaar gedaan hebt. Ja. Also dat is natürlich heel expansiv. So weit wäre ich gar nicht gehen. Mein erster Wunsch wäre einfach, dass der Spruch Respekt kriegt und wie einen Wert wer Kind. Und damit sichert einfach für uns Eigenkinder und Nokom, der wie damit auch mit Spruch dann so was als Heimat gibt. Was zeggen jullie tau Heimat in het Drents of Nederlands? In het Twents. Ja. Ja, niks. Wie neemt dat Duitse woord? Heimat. Heimat, ja. Maar dat is ook iets wat we als typisch Duits ervaart. Und das ist ja ein Wort, was schwor tau Düden ist, aber was liegers was utdrückt, was dir als Mensch so neudig ist, als Eten und Schlopen und Trinken und Sex und Entertainment. Und ich bin sicher, dass wir Een eigen omgeving, dat bedoel je. Een eigen omgeving van likestemde leu en zelen. Ja. Und das, was sich aber auch in einen Spruch utdrückt, der aber auch anbunden ist an eine geografische Heimat, an einen geografischen Ruhm, und den du kümmst vielleicht, oder in den du die Wolf feulst, in den du auch Händtrecken kannst und dort den Heimat finden. Und Spruch hört für mich immer mit total. Und mir ist nicht wichtig, dass weder von London, bis Novgorod, bis Visby, Stockholm und Bergen in Norwegen, so als in der Hansetit Plattdeutsch schnackt war, das ist mir nicht wichtig. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir das kulturelle Pand, was wir da haben, nicht einfach so oder Hand gibt. Wie das toll kostbar ist. Ja, für mich hoeft ze in Londen ook geen platte kuien. Mag wel. Maar ik bedoel meer dat we zelf, dat de leu in onze heimat er ook zo groot over kunnen denken, zeg maar. Dat het recht heeft om in al die domeinen aanwezig te zijn. Naast al die andere spraken. Ja, daar ben ik bij die. Dat is waar ik graag op aan. Ja. Dus, we zijn volgens mij 1 uur en 20 minuten bezig. Ja, dat zijn wie mocht nu Schluss. Ja. Du, das wäre mooi mit dir zu schnacken. Herzlichen Dank, Martin. Danke für die Idee, dass du die meldet hast. Ja, en dank ook dat je ja zeg hebt. Dat we hier tijd en gelegenheid voor hebben weten te maken. En ik vind ook, Ivan, in het begin wij nog een beetje bange dat we elkaar niet goed verstaan zullen. Maar ik denk dat dat wel goed is gekomen. Ja. En juist nu, na 1 uur wenn aan elkaar, loopt dat wel. Also wie beiden schnackt platt. Ich weiß, als wir das erste Mal schnackt hab, da hast du ganz kort Hauchdeutsch schnackt und ich hab ganz kort Nederlands schnackt, aber das bruck wie nicht. Wie schnackt platt?
Ja, International Low. ja, ja. Low Saxon. Low Saxon. Yes. Ja, Jo, oké. ich sag, Martin, was sagst du? Ich sag Tschüss und du sagst Dag oder was sagst du? Bij ons is het vaak ajus. Ajus, ja, das ist ja dasselbe. Ajus hebben ze früher, zegt Ja. die uns. Dus adus. Ajus. Ajus en groot gewoon. Ja, Zeg ja. wie ook. Mokout. Ja, mokout. Ja, Okay, Martin. Ajus. Tschüss. ja. Aju, dank zweert.